Kannst du jetzt bitte kommen? Nein, warte. Kannst du bitte ein bisschen leisiger sein? Das ist grauenhaft. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin wieder mal am Tisch. Das heisst, es gibt wieder mal TikTok-Lifehacks. Ich bin zwar noch nie am Tisch gesessen und habe TikTok-Lifehacks gemacht. Oh, ist egal. Und weil wir heute das Thema TikTok haben, darf natürlich etwas nicht fehlen. Ich tue die ganzen Experimente und Tests nicht allein machen, sondern ich habe einen super sensationellen Gast bei mir. Und zwar meine Schwester! Jetzt kannst du reinkommen. Aber. Ja, gib nicht drauf. Ja, ich will nicht. Dann würde ich sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! Ich würde sagen, wir fangen mit dem, der auf TikTok weltweit, glaube ich, am meisten bekannt ist. Und zwar heisst es, dass man, wenn man Gurken nimmt und Zucker drauf streut, dass es dann wie Wassermelone schmeckt. Ich kann mir das irgendwie fett nicht vorstellen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal probieren. So, wir haben jetzt die Gurkis hier. Achtung, fertig, los. Doch? Oha! Weißt du was, ich mache jetzt mal eine fette Ladung Zucker für dich drauf. Boah, nein, also Doch, friss geisteskrank. Ja, okay, ja doch, jetzt kommt es alle. Am Anfang nicht, aber Ja, wir müssen noch einen kurz am Ende gegangen. hä, Aber komisch. das ist trotzdem nicht so geil. Also ich weiß jetzt auch nicht so freiwillig essen in der Freizeit, so jo, Gurken mit Zuckerhuren. Wir kommen zum nächsten und zwar ist das ein bisschen wie ein Experiment, sage ich mal. Und ich tue es jetzt mal kurz einblenden. Das geht doch geil aus. Können wir das machen da? Ich glaube schon. Also man nimmt eigentlich das Beutel vom Tee und zündet das an und dann fliegt es. Und ich hoffe mal, dass heute brennt nicht ab. Well, okay, wir haben da Sweet Chai. Das juckt absolut niemand. Okay, ich tue jetzt die Sachen mal da rausleeren. 3, 2, 1. Oh wow! Warte, das ist gut. Kunstwerk! Jetzt haben wir Chai-Tee verbraucht für die Gacki. Ich würde sagen, der Lifehack ist absolut durchgefallen. Absolut fail. Vor allem Lifehack, man braucht es einfach wirklich fürs Leben. Ich würde sagen, wir machen etwas essen. Bist du auch dafür? Ich bin auch dafür. Und zwar dieses schöne Ding hier. Das sieht so geil aus. So geil aus. Let's go to search a Schokokuss. Und rein in die Alge. Oh mein Gott. So ein geiler Foodporn Dingsbums. Oh! Alter! So geil. Oh. Holy shit. Warm ist der 20 Mal geiler. Definitiv bestanden. Wie willst du bewerten? 9 von 10. 9. Nein. 10. Kannst du 20 von 10 sagen? 20 von 10. Ich bin 9 von 10. Fresse! Ein Lifehack, den wir absolut alle schon immer gebraucht haben. Aber ich habe es gesehen und dachte, oh mein Gott, smart! Also sie hat den Deckel, der am Anfang drauf ist, einfach umgekehrt, sodass das ist einfach smart, okay? Hey, was für was? Keine Ahnung. Grüße an meinen Dad. Er hat extra gleiches Öl gekauft. Und dann ist ja zweimal zusammengeschissen, weil sie es nicht benutzt. Zum den Lifehack anwenden braucht es genau so einen speziellen Deckel. Und zwar muss der so aussehen. Okay, hier muss man das zuerst rausnehmen. Und jetzt das zurück wieder drauf tun. Das ist so unnötig. Es geht nicht. Geh drauf. Ah! Nein, Nati, bist du so blöd? Nein, Nati. Ja gut. Scheiße. Wo ist die Scheiße jetzt? Ich sehe es nicht. Wegen der kannst du das wegnehmen. Ja, und jetzt? Shit, ich habe ausgelernt. Komm, wir vergessen die Gacki einfach, es ist absolut Rotz. Und wisst ihr was? Man kann das Öl auch so ausleeren, es ist wirklich so nötig. Für das, dass wir jetzt alles voller Öl haben, der Gacki da rein ist und du das abgerissen hast. Perfekt! Durchgefallen. Es
Es ist wieder mal Zeit, um etwas zu probieren. Und zwar folgendes. Okay, anscheinend schmeckt Chips mit Joghurt. Mega geil. Und darum holen wir das jetzt mal kurz. Oh! Die sind fix schon 3 Jahre dort unten in dem Keller. 3, 2, Der erste Geschmack ist verdammt hässlich. Verdammt. Der letzte aber ist hure nice. Ich habe irgendwo gesehen, dass wenn man noch Gewürze rein tut, dass es noch geiler ist. Da wir eine typische Schweizer Familie sind, haben wir uns für Herdöpfelgewürze entschieden. Das ist einfach Vanillejoghurt und jetzt Herdöpfelgewürze. Das kann einfach nur hässlich sein. Let's go. Doch, schon geil. Trotzdem fast am ersten Geschmack. Das kann ich wirklich empfehlen. Hat absolut bestanden. Wir kommen wieder zum absoluten Lifehack, den wir absolut brauchen. Du kennst auch sicher den Moment, dass du das Eiweiß vom Eigelb willst trennen und dann das Dumme mit dem Ei musst machen. Das ist alles alt. Wenn das klappt, holy shit, das wäre ja hure nice. Und danach schmecken meine ganzen Hände nach hässlichem Knoblauch. Ew. Also wir jetzt erstmal da rein. Jetzt wird ein bisschen hier am Knoblauchzeug gerieben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das geht. Okay, let's go. Bitte. Ich kann das nicht nehmen. Ich kann das nicht nehmen. Ich mache so. Und es hat nicht funktioniert. Ich hätte es geschafft. Okay. Nein! Also, was schließen wir daraus? Es ist absolut unnötig. Weil du musst mal überlegen, wenn du das Ding da machst, dann bist du auf Safe. Und da ist auch so, wenn du es verkackt hast, kannst du es nachher nicht brauchen. Wenn du jetzt einen Kuchen machst und du brauchst nur Eigelb oder keine Ahnung was, dann musst du ein neues Ei machen. Dumm! Oh, wir kommen jetzt zum nächsten Lifehack. Und zwar geht es da um Kleidung. So you just take your shirt and you just get her in there, and then it'll look like this, and then it looks like this. Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es könnte eigentlich klappen. Ich weiß auch noch nicht wie. Nein, es ist bei mir wieder aussehen. Wir probieren es. Gut, also ich habe jetzt das Top da und eigentlich musst du das jetzt irgendwie so. Eben so sieht das aussehen, perfekt. Und ich lege es jetzt einfach mal an. Also so sieht das Top normalerweise aus. Und so sieht das Ganze verdreht aus. Sieht auch viel geiler aus, ne? Sieht es geiler aus? Aber es ist, also ich weiß jetzt nicht die Schuhe so anziehen, ne? Also auch Hey, so zum am Strand oder so chillen oder so. Fazit, ich finde es eigentlich ganz schön, aber irgendwie ist mir fast ein bisschen zu freizügig, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wo ich das anlegen könnte. Ich meine, wenn ich am Strand bin, dann lege ich das Bikini an. So, vielleicht mögt ihr euch erinnern, dass wir vor ein paar Sekunden die Eier da aufgeschlagen haben. Und jetzt kommen die wieder zum Einsatz. Wo du das eine jetzt? Ja, ich dachte, du kannst den Käse einfach das Ei rein. Also, wir haben hier unser Ei und 4 Toasts. Und jetzt haben wir ein bisschen vom Ei einfach da rein, da drauf. Und jetzt können wir das einfach so. Oh mein Gott, das ist noch streng. Ist schon schön geworden. Und die geben wir jetzt mal in den Toaster. Oh mein Gott, das sieht auch nice aus. Was sollen wir jetzt erst auseinanderreißen? Aha! Das sieht doch nice aus. Okay, warte. What the fuck? Gut, was haben wir denn? Warte, das ist das Ei. Ah, voll. Nö, wir haben Salz vergessen, wir Opfer. Findest du geil? Mhm. Es ist nice, aber es lohnt sich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also ich will es jetzt sicher nicht nochmal machen, weil es ist so eine Toastverschwendung. Aber ich will es jetzt nicht nochmal machen. Also. Ja. Der nächste Hack ist mega nice, und zwar für all die, die so ein Haargummi da besitzen. Wenn du es so ein bisschen mehrmals benutzt hast, dann ist es meistens mega ausgeleiert und es ist einfach wack. Und mit einem Lifehack kannst du das wieder zurück klein machen. Okay, wenn das funktioniert, das ist schon fett nice, oder? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Zwar eigentlich schon, es ist ja Plastik. Oh, Das ist lange. Also so sieht es auf jeden Fall vorher aus. Jetzt nehmen wir es rein. Nein. Oha. Also es hat auf jeden Fall funktioniert, es ist wieder recht klein. Was mich jetzt ein bisschen nervt, ist, dass es irgendwie immer noch so gebogen ist. Und vielleicht sieht man das anstatt so. Das hätte ich noch nicht nice gefunden. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. So, das waren alle Lifehacks gewesen. Ich habe es eigentlich noch recht spannend gefunden. Und die einen haben richtig funktioniert. Welchen hast du am besten gefunden? Ich glaube, der mit den Chips habe ich am geilsten gefunden. Ja, aber der mit dem Schokokuss da, der ist schon auch nice gewesen. Wenn es euch auch gefallen hat, gebt doch unbedingt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und ganz wichtig, Dann die Glocken aktivieren. und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder.
Tschüss. Noch eine.